Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem bisschen spezielleren Video hier aus Switzerland. Ihr seht es schon ganz groß rechts, der Bruno, der sich unsere Frage stellt. Ich freue mich super drüber. Bruno, Messi, vielmal bist du da. Und natürlich auch, Bitte. sorry. Und natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an Marco, mit dem ich das alles habe können organisieren. Dankeschön auch an dieser Stelle an dich. Bitte, danke Falls es dir irgendwie ein auch. bisschen schlechte Ton- oder Videoqualität hat, jo, es muss ja nicht zu profihaft daherkommen. Meine Abonnenten haben ein paar Fragen an euch gestellt und die muss ich jetzt, darf ich jetzt euch vortragen. Und die erste Frage, die wirklich ganz viel gestellt haben, ist, Bruno, wie geht man überhaupt mit so etwas um, dass man so ein berühmtes Kind plötzlich ist? Ja, man sollte das, was man spielt, eigentlich nicht verraten, dass man ein YouTuber ist. Und ja, Marco, hat sich bei dir irgendwie etwas verändert seither? Ja, es ist irgendwie gerade anders, weil man plötzlich irgendwie, man geht aufs Handy und sieht gerade so viele Nachrichten auf YouTube, ist ein bisschen ungewohnt. Und werdet ihr denn oft auf der Straße erkannt? Nee, bis jetzt noch nicht, aber in Batis-Severin ist erkannt worden. Okay. Ja, Du Bruno, du weißt, es gibt sogar T-Shirts von dir. Es gibt T-Shirts Bruno, der Kameramann. Hast du es schon mitbekommen? ja, ja, das habe ich schon mitbekommen. Ah, wunderbar. Ich schau mal gerade, was sonst noch für Fragen rumgekommen sind. Ähm, natürlich die Frage ist, natürlich, das musst du nicht so frei beantworten, wenn ich ist, aber die Frage ist, ob du da schon irgendwie bei den Mädchen ein paar Erfolg hast können landen seit dem Video. Nee, Bis jetzt noch nicht groß. Und was an nee. der, gut, kommt vielleicht noch, eine andere Frage wäre gewesen, was kannst du außer dem Kameramann sein, sonst noch alles gut, vielleicht deine Hobbys und so weiter. Meine Hobbys sind, ja, spielen. Und was spielst du denn so? Ja, ich spiele Black Ops 2 zum Beispiel. Also Also Computerspiele. PlayStation. Ja, Ah, okay. ja. Und, und das machst das, aber Kameramann ist sozusagen die erstes Hobby, das, was du am allerliebsten machst, oder ist das eigentlich nur so nebenbei? Du bist ja der berühmteste Kameramann von der Schweiz. Also ich spiele PlayStation viel. Also mehr, wo kann man mal sein? Ja, Ja. Aber Kameramann sein macht dir Spaß. ja. Ich habe gehört, du bist am Frauenfeld Open Air demnächst als Kameramann dabei. Ähm, mm, Ja, jedenfalls einfach das nee. Interesse an dir, das mediale Interesse, also ganz viele Zeitungen, ganz viel Online-Portal, ganz viele YouTuber haben plötzlich die aufgegriffen als Thema, du bist jetzt richtig bekannt und so weiter. Und da wirst du natürlich auch interessant für irgendwelche Marketing-Leute, für so Leute, die ein bisschen Geld machen wollen damit dabei. Ist da schon irgendjemand bei euch an der Haustür vorbeigekommen? Nee. Auch nicht. Die Frage ist, was mich auch noch persönlich sehr wundernimmt, ist, wie hat Swissmeme, habt ihr da eine Ahnung, wie Swissmeme irgendwie auf das Video gekommen ist? Keine Ahnung. Ja. Mir hat eine Kollegin geschrieben, dass das Video beim Swiss Meme hochgeladen ist. Wieso, wie das drauf ist gekommen, ja. Wie ist denn da Oder eure wie erste ist das? Reaktion gewesen, als ihr das gesehen habt? Ihr, Überraschend. Ja. Sehr überraschend. und haben das dann Ja. eure Eltern gesagt? Oder wie sieht das aus bei euch? Ja, zuerst haben wir es einfach mal ein Bild beilassen, weil ich nicht gewusst, ob das jetzt so bleibt oder ob es noch weitergeht. Und was dann so um die 1000er Marke ist gegangen, haben wir es dann langsam die Eltern auch gesehen. Und wie habt ihr reagiert, Bruno? Wir, also,
Haben sie sich gefreut? Überraschend. Ja. Haben sie überhaupt begriffen, was das ist? Oder ist YouTube und Swiss Meme, Facebook und so für eure Eltern kein Begriff? Meine Eltern wissen zum Beispiel nicht immer, was ich da genau meine. Also, sie wissen, sie kennen YouTube, weil es mir fast jeden Tag gucken. Also, sie schauen Ja. deine Videos. Nicht Nee. alle. Oder ja, zwischen. Kriegen ihr auch manchmal... Entschuldigung? Kriegen ihr auch manchmal Weil wir vorbei? es ihnen manchmal Jo, jetzt, was sorry. verbessern. Red du, red Nicht du. du. Nicht du. Also ich habe gefragt, ob ihr auch manchmal Verbesserungsvorschläge oder so, oder Tipps von den Eltern bekommt, oder ob sie euch manchmal irgendwie helfen, oder ob das gar nicht nötig ist bei diesem Kameramann. Beim Kameramann sie jetzt keine Tipps geben, aber so, was wir könnten machen, sie so Ideen haben. Genau, die Frage ist, ihr habt ja eine Zeit lang Videos gemacht und dann wieder nicht mehr, und seit das Video bei Swissbeam gekommen ist, macht ihr wieder. Warum ist denn da, was ist denn da der Grund für die Pause gewesen? Ja, es hat irgendwie keinen Bock mehr gemacht. Und es war komisch. Gewesen. Und ja, aber das war irgendwie fast mehr Zufall, gewesen, wo der Swiss Meme das Video hochgeladen hat. Yves hat mir gesehen und Bruno. Ja, wir müssen mal um Videos machen, weil jetzt sehr lange keiner mehr gemacht. Und dann kommt das dabei raus. Okay, und eine weitere Frage, die meine Zuschauer gefragt haben, ist gesehen, Bruno, was willst du später mal werden? Warte, Mhm. das weiß ich noch nicht. Kameramann vielleicht? Zufälligerweise? Hm, ja, vielleicht. Vielleicht, man kann alles werden. Und eine weitere Frage, die natürlich sehr offen ist, aber ob es mal ein Bruno-Fan-Treffen mit dir geben wird? Du weißt, was das Fan-Treffen ist, oder? Ja. Gut. Das weiß ich noch nicht. Kann ja mal sein und so weiter. Die Frage ist, Fan-Treffen und so weiter, wenn da plötzlich so viele Leute auf dich zukommen, alle wollen etwas von dir, was ja durchaus der Fall kann sein bei so einem Fan-Treffen, meinst du, wie würdest du mit so etwas umgehen? Hm, ja, so umgehen würde ich nicht. Sehr ungewohnt, oder? Ja, Also viele Leute auf die würden kommen, ja, als von dir etwas will. ja. Wie haben, und Marco und Bruno, mal beide, wie haben denn die Leute bei euch in der Klasse reagiert, wo das auf Swissfilm gekommen ist? Ist das nicht so mega, oh mein Gott, gesehen, oder ist das eigentlich total chillig daher, so eine Randnotiz geblieben? Zuerst hätte ich das gar nicht gross mitbekommen, und dann hat sie fast mehr gelacht. Aber dann, wo sie dann gesehen, dass es so die Abonnentenzahl mehr hochgeht, so über die 1000, haben sie dann langsam mal schon gestaunt. Und jetzt sind wir 6800, was sagen die denn jetzt dazu, Bruno? Vielleicht in deiner Klasse? Meine Klasse sagt eigentlich nicht. Nicht viel, aber du bist an sich, du bist momentan, oder gerade jetzt im Moment berühmt, der berühmteste Schweizer innerhalb von der Landesgrenze, muss man sagen. Oder unter 18 zumindest. Da sagen sie nichts Ja. dazu. Also von meiner Klasse eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja, du hast ja nicht gross gesehen, wie jetzt Ferien. Aha, Ja. ja gut. Und eure Lehrer, haben die das mitbekommen? Hat es irgendjemand mitbekommen, wo ihr es jetzt nicht persönlich gesagt habt, jetzt außerhalb von eurer Klasse? Nicht, dass ich wüsste. Komisch. Interessant. Gut, Bruno, die Frage ist, wie geht's jetzt
mit dir weiter, wie geht's mit dem Kanal weiter? Werden da jetzt wieder Videos erscheinen und so, oder ist da Ende Feuer? Also, wir machen etwa morgen eins. Okay. Und könntest du dir auch vorstellen, mal vor der Kamera zu stehen, oder bleibst du lieber bei deinem alten Job als Kameramann? Hm, vielleicht manchmal vor der Kamera und dann einfach manchmal noch Kameramann. Also mal so beides, alles Mögliche mal. Ja, Jo. Bruno, jedenfalls Dankeschön vielmals, dass du dir unsere Frage gestellt hast. Ihr könnt das Video gerne auch bei euch nehmen. Liebe Ask Switzerland Abonnenten, jetzt kurz an euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Liebe die Reader Abonnenten, ich hoffe, euch hat es natürlich auch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag. Tschüss!